Die Leute fragen mich immer, Pat, was hast du eigentlich am 28. September 2017 gemacht? Ich bin heute an der Online-Marketing-Konferenz in Lüneburg. Das ist eine Konferenz für Online-Marketing. Wer hätte das gedacht? Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog, der endlich wieder mal da ist. Also das Programm heute ist irgendwie so, es gibt so ein paar Podiumsdiskussionen, wo gewisse Leute Sachen vorstellen, ich leider nicht. Und ich suche jetzt gerade mal da in diesem Hörsaal. Das sind nämlich Bekannte von mir. Ja. Das da ist Marie, ich kenne sie von der Uni, wir haben schon zusammen Zeug gemacht. Alles klar, ich habe kein Wort verstanden. So, es hat da so ein, wie nennt man das? Also es hat da so einen Beutel gegeben, auf jeden Fall so eine blaue Online-Marketing-Konferenz. Jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Okay, also das erste, was da drin hat, ist, ich glaube, das ist das Notizbuch. Das zweite ist personalisierte Dialoge. Was ist echt das? Irgendeine Beilage. Ein Emergency Cookie. Das ist besonders wichtig. Essen ist immer wichtig. Eine Ausgabe von Digital Business. Go Digital, Make It Work. Ist natürlich immer praktisch, wenn man so einen Goodie Bag hat, weil dann kann man seine ganzen Ausgaben, die man nicht verkauft oder wegbekommen hat, kann man nachher reinpacken, nachher sind sie weg und du hast noch Werbung gemacht damit. Der Hörsaal ist jetzt voll, es geht jeden Augenblick los mit dieser Einführungsveranstaltung. Allerdings ist vorne auf dem Podium einfach noch keiner. Ich kann euch da schnell die Zeichnung zeigen. So, das war jetzt also die erste Veranstaltung hier vom Tag, Keynote-Präsentation vom Herr, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, Professor aus Ruhrpott, glaube ich. Das hier ist jetzt der nächste Vortrag von Online-Marketing Rockstars mit Philipp Westermeier. Neben mir sitzt der Ralf von Fußballwirtschaft.de, ein Fußballblog. Wenn euch das interessiert, Fußball und Wirtschaft, schaut mal bei mir. Das waren vor 6 Jahren die wertvollsten Firmen der Welt. Heutzutage sind das die wertvollsten Firmen der Welt. Die machen zum großen Teil nichts anderes als digitales Marketing. Amazon ist deswegen so erfolgreich, weil ganz viele Leute in diesem Prime-Ding drin hängen und das Produkt Amazon so wahnsinnig schön ist, wenn man Prime-Nutzer ist. Ich glaube, was viele, die jetzt über Influencer nachdenken, meinen sind natürlich die Großen, die mit vielen Millionen Followern. Das ist wirklich ein großes Thema. Meine Beobachtung ist nur, und das finde ich ein bisschen erzählenswert, es gibt mittlerweile wirklich jeder verdammte Nische-Influencer. Es ist wirklich viel los, es sind viele Leute da. Ich versuche nachher gerade noch mit Christian Solmecke zu reden. Der interessiert mich nämlich, weil ich finde, es ist ein lässiger Typ. Jetzt ist Zeit für die nächste Veranstaltung und zwar gibt es ein Panel eben vom vorher gerade genannten Christian Solmecke. Wir schauen jetzt mal an, was er zu sagen hat, weil er hat über seinen YouTube-Channel, der jetzt inzwischen fast 170'000 Abonnenten hat, über 10'000 Mandanten dazu bekommen. Ich finde das recht faszinierend und darum wollte ich mal schauen, was er so dazu zu sagen hat. Das Geilste an diesem Event ist aber, dass sie gesagt haben am Anfang, ich meine, es ist eine Online-Marketing-Konferenz, sie haben am Anfang gesagt, es werden keine Videos erstellt, das heisst, es gibt quasi im Internet keine Möglichkeit, diese Vorträge nochmal zu schauen im Jahr 2017. Vor allem ist das halt richtig behindert, weil es gibt immer 3 Panels, die parallel laufen. Das heisst, du hast gar nicht die Möglichkeit, zu allen zu gehen. Oder? Also, du musst dich immer entscheiden und die anderen kannst du nachher nicht schauen. Das ist richtig dumm. 10.000 Mandanten über YouTube wie ein Anwalt zum Social Media Star. Doch, da haben wir doch das Star wurde, ja? Also können wir ihn auch Star jetzt hier anmoderieren. Bitte begrüßen ganz recht herzlich Christian Solmecke. Fragen des Internetrechts, Online-Rechts, Medienrechts, E-Commerce-Rechts. Der Solmecke sagt, wenn man einmal in den Medien war, dann sagt man nachher Experte. Hey, ich bin von ORF. Okay, das war also der Vortrag vom Solmecke. Ich habe jetzt noch persönlich ein paar Minuten mit ihm geredet, kann ich aber nicht filmen. Jetzt kommt ein Vortrag zum Thema Suchmaschinenoptimierung und zwar zu organischer, also nicht paid, sondern eben, dass man über passende Keywords und so führen kommt, wo man auf seine Seite, seinen Blog wie auch immer verbaut. Der ist von wem? Es ist der Mario Fischer, Professor Dr. Mario Fischer. Er ist ein Professor für E-Commerce an der Fachhochschule Würzburg. Wir ziehen wieder Punkte ab. Das ist jetzt der Vortrag vom Wiese. Weiß ich nicht. Von dem Professor halt. Ich habe jetzt schon wieder neue Leute getroffen, die ich kenne. Pascal, guck mal, sag mal Hallo für den Vlog. Wie heißt es Grüezi? Er gibt sich Mühe. Mittagspause, wir suchen Foodtrucks, Mensa, irgendetwas. Wir hatten so Badges bekommen, wo man irgendetwas zu essen holen kann. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber das Essen ist auf diesen Messen und Konferenzen immer das Beste. Es ist gut unscharf.
Also wir stehen da jetzt an für Burritos. Schaut dir mal die Schlange an, die geht da weiter. Das Ganze führen. Oh. Viertelstunde später. Die Schlange ist immer noch so lang. Ich habe jetzt voll verpennt weiter zu vloggen, aber wir haben jetzt einen Burrito bekommen, gratis auf Kosten von dem Event. Finde ich richtig nice. Ich habe jetzt einen Pulled Pork Burrito mit Guacamole Soße und so von so einem Foodtruck dort. Mega! Jetzt gibt es gerade den Test, schauen wir mal an. Ist fein. Die nächste Keynote, die wir jetzt als zweite anschauen, ist vom David Görges, der ist von Borussia Dortmund, vom Fußballverein. Der ist der Leiter der neuen Medien dort. Mal schauen, was er zu sagen hat. Er erklärt auch immer noch, wie sie bei Dortmund den ganzen Marketing-Mix im Online-Marketing handeln. Und das ist für uns auch eine große Herausforderung. Das ist so mittelspannend. Am Ende des Tages, was sollen wir machen? Sie machen es halt wie alle anderen. Markenkernanalyse gemacht haben. Jetzt verlosen die da noch einen Fußball, der voll beschriftet ist mit Unterschriften von allen Spielern von Dortmund. Ich kenne keinen einzigen außer der Bürki. Bürki! Petra hat jetzt den Böllen gewonnen. Super geil, oder? Jetzt kann sie den abholen. Sie hat ihm gerade gesagt, dass sie HSV-Fan ist. Pascal! Was sagst du zur Konferenz? Gut. Ja, wow, ich bin da hier nicht so... Er will noch etwas anmerken. Ich möchte was anmerken, ja, also es gefällt mir, macht Spaß. Also ich finde, wenn man so vom Fach ist und sich so ein bisschen damit auskennt, erfährt man nichts Neues. Was sagst du dazu? Ist schon ein harter Vorwurf, ne? Ja, aber hast du mir recht. Gibt es da noch Süßigkeiten? Jetzt holen wir uns so einen Becher. Schön einfach so einen ganzen Becher mit Süßigkeiten. Man hätte noch mehr können nehmen, aber so viel mag ich nicht, sonst muss ich kotzen. Zweiter letzter Vortrag. Wir schauen jetzt etwas von der Luana Silva. Das ist eine Instagrammerin mit einer knapp 500.000 Follower. Ihre Bilder machen so Likes. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher von der noch nie etwas gehört. Das dort ist die Luana Silva, hinter dem Typ dort. So, die Luana Silva ist jetzt auch durch. Oh, es war ein bisschen zäh. Man sollte nicht einfach Leute reden lassen, nur weil sie 500.000 Instagram-Follower haben. Es war nämlich nicht so spannend und interessant gewesen, aber vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so gesehen hat. Pascal? Was sagst du? Ja. War spannend? Also die Fragen auf jeden Fall. Was sie jetzt so selber erzählt hat, war halt nichts Neues, ne? Wieder mal. Nächster Vortrag startet bei uns. Auch in diesem Vortrag wieder nichts Neues, wie man Leads über soziale Medien generiert. Pascal! Um was geht's? Instagram. Yes! Ich bin hier jetzt gerade auf einer Keynote von Instagram. Da stellt der Daniel Kramer von Instagram Deutschland und von Facebook Deutschland vor, was Instagram so kann. Das ist eine riesige Werbeveranstaltung und er brüstet sich gerade mit Funktionen, die sie 1:1 von Snapchat geklaut haben. Instagram bringt ein neues Produkt, wo man gerade ein neues Feature, wo ein Produkt gerade in Instagram verkauft. Pascal! Was erwartest du von der Aftershow-Party? Boah, das wird die Party des Jahres sein. Alter, Pascal geht richtig steil. Wir folgen jetzt einfach mal am Pascal und schauen, was da so geht. Da hinten gibt's das Essen. Essen! Das Beste an diesen Aftershow-Partys ist immer, dass es gratis Essen und Trinken gibt. Also allein für das lohnt es sich immer, auf die Konferenzen zu gehen. Pascal! Was machen wir jetzt? Hab mich gekleckert. Essen. Es gibt auf alle Fälle so Currywurst, Herdöpfel mit Quark und Ratatouille und Brötchen und so Zeug dazu. Ist easy fein. Das war, was der Pep am 28. September gemacht hat. Hey Pascal! Sag mal Tschüss! Schweizerisch? Ciao! Ciao! Ich habe gerade gesehen, dass ein paar von euch da vorne mitsingen. Macht bei euch. Ich komme mal ganz leise und dann werden wir langsam ein bisschen lauter.